Jenny im Chat? Ja! Ja, Jenny! Die vom Podcast. Spreek in Nederlands! Ik ben een boterham kip! Oh mein Gott, ich habe das gerade als allererstes gehört, um 6:54 Uhr am Morgen. Ich hatte einen Lachflash gehabt. Jens, ik spreek ook een beetje Nederlands. Hey zusammen und willkommen zu der 42. Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Flavia. Mein Name ist Jenny und heute reden wir über das Thema Ketchup Culture. Ja, Jennifer! Oh mein warte. Gott. Ah nein, wir nehmen ja schon auf. Wir nehmen auf, hä? Gut. Ich glaube, Oh Jenny... mein Gott. Ja. Wir beide, also du auch ein bisschen verkatert, ich von gestern noch verkatert. Nein, stimmt nicht. Nicht? Nicht so. Ich bin nicht so schnell gegangen wie du. Nicht so. Ah, aber trotzdem, plus jetzt so technische Probleme, also... Wir haben keine Ahnung, wir haben gerade die letzten 45 Minuten ja, damit verbracht, diese Folge zum Laufen zu bringen. Ja, also ich hoffe jetzt... Ja doch, sie läuft voll so lange. Sie läuft Ja. also lange, wir laufen beide im Kopf. Genau, etwa so. Darum, weil wir so hohl sind, haben wir es nicht angebracht. Aber jetzt läuft es. Ich höre dich, du hörst mich. Alles ist Halleluja, bestens. genau. An einem Punkt habe ich der Flavia geschrieben, weil wir haben halt im Gruppenchat kommunizieren, weil wir uns beide nicht gehört haben. Ich rufe jetzt meinem IT-Support an. Ja, und wer ist der IT-Support? Ihr Luca. Freund. Ich wollte schauen, ich habe ja dich gesehen im Video, ich dachte, checkt sie sicher oder nicht? Ja. Aber Ja, ist auch da an Luca, du hast uns aufgefangen, emotional. wirklich. Jetzt, Emotional und technisch. genau. Hey, ja. Also, gut, jetzt einmal schnell tief durchschnaufen. Ja, hast du einen Schein mitgebracht für uns? Ich habe einen Schein bezogen auf die Memo, die ihr vielleicht am Anfang gehört habt und vielleicht ein bisschen verwirrt waren. Nein, ich hatte einen Abschluss Ende Woche von meiner Ausbildung. Gratuliere! Dankeschön, von der CH Media Academy. Ich bin halt voll an gewesen. Also mein Schein ist eigentlich, dass ich so in den Abend und in die Nacht hineingelebt habe. Ich habe von Anfang an gesagt, keine Ahnung, wenn ich heimkomme. Ich bin jetzt einfach entspannt, weil sonst bin ich auch eher die Control-Freaking, die einfach wissen so, komme ich Du von willst wissen, wie dort dein noch Tag heim? aussieht, ja. Ja, und auch am Abend halt vom Heimkommen, ich weiß auch nicht. Weil es ist, die Feier war in Aarau, nicht irgendwie in der Stadt. Aber ich bin so mega entspannt in den Abend rein. Und dann war alles fertig gewesen und ich wollte halt unbedingt in den Ausgang gehen. Also weißt du, es ist so der Abschluss. Ja. Mit deiner Klasse, oder? Ja, mit deinem Ja, Jahrgang. mega. Aber es ist leider, haben hure viel schon etwas los am nächsten Tag. Und haben auch gesagt, hey, nein und so. Aber weil es auch nicht gerade in der Stadt war, wir hätten jetzt halt noch irgendwie 50 Minuten auf Zürich oder so fahren. Aber der Jens, Shoutout an Jens. Der Jens war fully auch on gewesen. Er so, ja. Und ich so, ja, gehen wir an die Langstrasse. Und er so, ja, meinst du? Und ich so, ja, müssen wir. Hallo, wir haben jetzt einmal Abschluss. Ich bleibe sicher nicht in Aarau in einer Bar. Ich will Und bist um 10:30 wie die Hei, genau. Ja. Und dann haben wir mit jemandem mitfahren, der auch dort war, auf Zürich. Ja, und dann der Schein ist einfach... aber wir haben auch die Memo gemacht. Wir haben irgendwie zuerst die Langstrasse nicht gefunden. Du hast irgendwie 17 Snaps geschickt und 15 Memos auf WhatsApp. Die Frau. Und ja, weißt du was? Jede Memo und jeder Snap ist im Fall genau tupf. Jedes Mal haben wir gesagt, ja, also wir sind jetzt noch 2 von 20 und wir wollen an die Langstrasse, aber wir finden sie nicht. Das war Copy-Paste der Inhalt von jeder Memo. So, wir haben beide... Uns ist es gut gegangen. Wir haben beide gleiche Pegel gehabt. Weil wir haben am Abend auch immer verglichen, so hast jetzt du auch... Wie viel der Glas ist jetzt bei dir? Ja, super. Wir haben aber im Chat haben wir halt noch ein Video geschickt. Nein, eigentlich war das nur ein Spass, das Video. Wir haben so geschickt, hey, wir gehen jetzt für euch alle in den Ausgang. Also falls ihr uns etwas wollt. Also von 20 Leuten sind 18 heim? Ja. Also einmal nicht mit uns, ja. Ich glaube, okay. die sind heim nachher. Weil, gell, das ist von der ganzen Stell dir Schweiz. vor, die sind einfach ohne euch in Ja, stell dir vor. Aber wir haben dort im Video aber gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, twintet uns etwas für Drinks und so. Und das war eigentlich ein Spass, oder? Nachher twintet eine wirklich 20 Stutz und schreibt so für Shots und Drinks. Geil! Ah ja, das ist Ehre. Ja. Nein, wirklich, wirklich Shoutout an Jens. Du bist ein geiler Sieg und wir haben das... Also und dann, haben das noch geschafft, an die Langstrasse schlussendlich? Genau, wir haben es geschafft.
mit meinen Und hohen Schuhen. Ich wollte sagen, bist du fast 24 Stunden auf diesen Hacken? Ich bin so arbeiten am Morgen auf die 8 Uhr. Was? Ja, ich habe voll durchgezogen. Du hättest ja einfach am Tag Sneaker anlegen und die erst am Abend. Aber ich wollte die nicht mitschleppen. Plus ist das eben bei uns im Geschäft, die anderen Volontärinnen waren noch 2 andere bei Watson. Wir haben halt voll durchgezogen. Wir haben gesagt, wir wollen in diesem Outfit so arbeiten. Und es wäre nicht vom Feeling nicht gleich gewesen mit Sneakers. Checky. Darum mussten die Füße ein bisschen leiden. Aber ich merke es jetzt noch. Ja, glaube ich. Eher meine Knochen. Muskeln? Ja, oder... Ja. Ja, ich kenne das. So, wenn am nächsten Tag du merkst, jede einzelne Muskel von diesen 400 Muskeln, die man hat, scheinbar mega. im Fuß, so bist du so, Und das Lustige ist, wir sind nachher in die Stube, das ist so Clubbar. Und als ich reingelaufen bin, habe ich gerade jemanden gekannt und die Person hat vorher meine Insta-Story gesehen und so, gratuliere, das ist Nein, ist echt toll gewesen. Ja. Schön, das freut mich. Yes. Mein Schein ist ähnlich wie etwas, was du mal erzählt hast. Wir haben ja mal vom Herrn Biesig geredet, dein Bankberater. Und ich habe diese Woche auch mit meinem Berater müssen reden, aber ich kann auch mit meiner Bank anrufen. Und zwar hat mir der Real Estate Agent oder einfach der Makler, der mir die Wohnung gezeigt hat, das Bindeglied zwischen mir und dem Vermieter. Und er hat mir geschrieben, hey, kannst du bitte schauen, deine Zahlung, also weißt, Miete und Kaution, nicht durchgekommen beim Vermieter, kannst du bitte schauen? Und ich so, ja, kann ich schauen. Und dann habe ich 1-2 Tage irgendwie das prokrastiniert, vergessen. Und dann habe ich mal meiner Bank, dann bin ich ins E-Banking und tatsächlich, die Zahlung ist gestoppt worden. For security reasons. Weil es so hoch ist wahrscheinlich, oder? Weil es hoch ist und weil ich ja nie irgendetwas an ein niederländisches Konto überwiesen habe. Und dann hat sich meine Bank verstanden, etwas ist da falsch. Und dann habe ich angerufen. In die Schweiz, oder? Jetzt. Ja. Genau. Also, eine ZKB habe ich. Und dann habe ich halt gesagt, das geschildert und so. Und dann hat die Person mich weitergeleitet. Und dann habe ich auch nicht den Herrn am Telefon gehabt. Ich weiss leider seinen Namen nicht. Dann habe ich so gesagt, ja, eben. Und nachher so, ja, genau, das waren wir von der Betrugsabteilung. Wir haben die Zahlung gestoppt. Können Sie mir vielleicht sagen, was das für eine Zahlung ist? Dann habe ich erklärt, ja, wissen Sie, ich bin gerade ins Ausland gezogen. Das ist meine erste Miete plus 2-mal Monatsmiete als Kaution. Nachher er so, okay, ja. Also weißt du, was ist ist? Ja, ich weiss, es ist nur viel. Ja. Nachher er so, ja, in dem Fall ist der Fall klar, ist gut. Jetzt wissen wir das. Jetzt, leider Gottes müssen Sie die Zahlung nochmal neu auslösen. Aber wenn Sie das machen, dann sehe ich das in 5 Minuten und dann kann ich sie gerade durchlassen. Ja. Aber einfach so weißt, irgendwie, was ist, ja, einfach, er hat wie wollen, dass ich ihm erkläre, was das genau ist oder wofür. Dann habe ich das gesagt, nachher so, Ja. Das ist ein Brocken. Ja. Aber das ist ja, also erst Kaution kommst du wieder zurück über. Aber gleich, ja, voll. es ist ja. so. Es ist ein geiles Gefühl, wenn du es zurückbekommst. Wahrscheinlich vergisst du, dass das Geld noch irgendwo ist, weißt? Und nachher kommst du einfach Ende Jahr... So ein paar Tausend Stutz über. Ja, ist eigentlich schon cool. Ja. Nein, aber geil, wenn doch so Support so gut funktioniert. Ja, ich habe einen guten IT-Support, ich habe einen guten Banking-Support. Was wollte ich mehr? Ich habe guten Emotional-Support. Genau. Ja. Aber Emotional Support ist vielleicht auch gerade ein gutes Stichwort, weil wir haben heute über das Thema Catch-up-Culture reden. Und zwar, wenn Freundschaften plötzlich so zu reinen Catch-ups werden, wo man sich gegenseitig einfach in Anführungs- und Schlusszeichen nur noch über das eigene Leben updatet. Und ich weiss nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich glaube, ich oder du, wir haben das Reel gesehen und das uns gegenseitig geschickt und so gefunden, hey, das wäre eigentlich mega ein spannendes Thema. Was sind so deine ersten Gedanken, wenn du Catch-up-Culture hörst? Ich habe, also das erste, was ich gemacht habe, ist irgendwie meine Freundinnen aufgelistet und dann überlegt, ist das ein Catch-up-Friendship oder nicht? Und ich habe so... Fazit, also ich habe jetzt mal 15 Freundinnen aufgelistet und 10 davon sind momentan eher Catch-up. Bin ich auch ein Catch-up? Nein. Culture. Ich habe dich unter grüne Herzchen. Ich habe rote Herzchen, ist Ketchup und grün, weil ich es besser finde. Ja. Oder das können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Ja. Ja. Aber ich glaube, im Fall bei mir wären wahrscheinlich auch die meisten Freundinnen
Ja, also jetzt vor allem halt sowieso. Ja, jetzt sowieso. Ja. Die Friends, die ich da in Amsterdam gemacht habe, die sind so richtig Teil von meinem Leben. Die nehmen teil an meinem Leben. Und die anderen sind gezwungenermaßen, betreibe ich mit denen Catch-up-Culture, weil eben, man schickt mal 5 Minuten mehr und fragt, ja, und bei dir, wie läuft's? Aber ja, ich weiss nicht. Es hat mich schon nachher zum Nachdenken gebracht, weil ich finde, es ist doch mega schade. Ich weiss, also ja, es ist doch mega schade, wenn man irgendwie sich erst dann für Freundschaften Zeit nimmt, wenn man nichts mehr anders tut müssen. Also weißt so, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, es ist auch ähnlich. So, wenn jetzt du und ich oder du und unsere 2 Uni-Kolleginnen, unser Vierergrüppli, wenn wir etwas machen wollen, dann ist das frühestens nächsten Monat. Also weißt so, wir müssen immer mehrere Wochen im Voraus planen. Und aber auch das Zweite. Gut, in einer Gruppe ist verständlich, weil 4 Leben so zu synchronisieren ist ein bisschen schwieriger als irgendwie nur 2. Aber auch mit meinen meisten Friends ist es so, wie wenn ich ein Datum, wenn ich wenn ich sie wollte sehen, dann ist immer so gewesen, ja, wenn, ja, die nächsten 3 Wochen. Aber das hat ja nicht so zu tun mit also das kommt ja dann darauf an, was der Inhalt von dem Catch-up ist. Von dem Treffen, weißt du? Ja, ob man etwas macht oder aber sich nur in Anführungszeichen auf einen Kaffee trifft und eben erzählt, ja, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Aber so zusammen, so, wann haben wir eigentlich das letzte Mal zusammen etwas erlebt, anstatt nur Kaffee trinken? Das Ding ist, es vergeht immer so viel Zeit, wenn man sich dann wieder mal sieht, dann trifft man sich auf einen Kaffee zum Updaten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und das finde ich so nicht, ich will eigentlich nicht so meine Freundschaften führen. Aber irgendwie bin ich in das Ich kann, nach Kanti und Studium. Ja. Weil du weißt ja, wer du ja, Verpflichtungen halt. Genau. Mehr. Aber schau, maybe habe ich eine dazwischen Lösung. Zum Beispiel für unser Uni-Grüppli habe ich vielleicht eine Lösung. Weil eine Kollegin von mir hat erzählt, sie hat auch so Kanti-Kolleginnen von früher. Und sie haben wir haben ja auch den 4. Chat. Oder? Und sie haben wie nochmal einen Chat, wo sie einmal im Monat am 25. oder so jeweils ein Update geben. Mit ein paar Fotos, mit einer Memo. Und das ist wie nicht im anderen Chat. Und man weiss, wie am 25. gebe ich schnell ein Update. Und dann, wenn sie sich sehen, müssen sie, Anführungszeichen, sich nicht nochmal updaten, weil man weiss, was ist. Und dann kann man gerade einsteigen. Okay, gerade einsteigen. Also, es klingt so sachlich, aber... ja, das ist so freundschaftstechnisch. Weil das ist mir letztes Mal, wo eben jemand von unserer Gruppe dann gesagt hat, hey, gebt mal ein Lebenszeichen, aber bitte nicht länger als 5 Minuten. Da bin ich auch so gewesen. Ja. Ja, stimmt, ich weiss genau. Ja, du so, ja, ich habe genau gelesen, dass du das ein bisschen komisch gefunden hast, weil du so, also mein Leben in letzter Zeit, die 5 Minuten zusammenfassen, wirklich schwierig. Ja, aber es irgendwie, weißt, ich weiss, die Person hat es nicht böse gemeint, aber es gibt so einen Eindruck, ja, sie nimmt ja nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich weiss, die lässt nicht gerne Memos, aber es ist so, ja, willst du jetzt ein Update oder nicht, weißt? Oder ja, wie fest interessiert es auch wie fest interessiert es dich, wenn es aber nicht länger als 5 Minuten sein darf. Ja. Es gibt ein bisschen den Eindruck. Aber ja. Ja, aber eine Gruppe ist ja eine Konstellation, aber jetzt... Eben das Zweite. Ich glaube schon, ich habe viel... Also weißt du, ich will Catch-up-Culture... Ja, doch, eigentlich... Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe vorher gesagt, ich will nicht mit meinen Friends nur Catch-up-Culture betreiben. Ich habe zum Beispiel auch Friends, jedes Mal, wenn ich sie sehe, wird etwas gemacht, aber ich kenne gar nicht alle Details aus ihrem Leben. Das gibt es auch, ja. Also zum Beispiel, wir haben so eine grosse Gruppe, Zeusisberg, Schindelegi. Wenn alle kommen, dann sind wir irgendwie 12, 13, 14 Leute. Und dann wird zusammen zu Nacht gegessen und mit den Werwölfen. Ich weiss dann aber nicht alle Updates aus dem Leben, aber ich finde das eben eigentlich auch nicht noch schön im Sinne von, natürlich wüsste ich gerne noch mehr. Aber es ist auch schön, trifft man sich und es ist viel wichtiger, dass man jetzt Zeit miteinander verbringt und zusammen lacht und eben zusammen es Nacht teilt. Ja, ist einfach... Und logisch redest du ja dann auch darüber, so, hey, was läuft bei dir? Oder irgendwie, man hat etwas mitbekommen von jemandem und dann ist die Person im Zentrum, weil sie jetzt erzählt. Aber es ist ja dann nicht so, dass am Abend alle 15 Leute gleich viel von sich erzählt haben. Du weißt dann halt von der einen ein bisschen mehr und von der anderen ein bisschen weniger. Voll. So, das finde ich irgendwie auch noch schön. Du weißt, wenn du sie siehst, dann passiert etwas und ihr erlebt ein bisschen etwas und ihr verbringt Zeit zusammen. Ja, und es bleibt halt auch viel, also wenn man halt zusammen erlebt, verbindet es halt.
Ja, mega. Und als ich einfach an Ketchup-Culture gedacht habe, bin ich so gewesen, ich glaube, ab wann ist das eine? Ab dann, wenn ich muss nachdenken, wann haben wir das letzte Mal zusammen etwas gemacht. Also nicht uns nur gesehen, einfach so ein Erlebnis. Etwas unternommen, weißt? etwas zusammen unternommen. Und nicht nur, Kaffee trinken und in einer Bar hocken ist auch etwas unternehmen, aber ich weiss nicht. Wenn die letzten 3 Mal ein Kaffee waren, dann ist es ja wie... Ja, dann eben, ich glaube, dann besteht das Treffen mehr aus, hey, ich bringe dich auf den neuesten Stand von meinem Leben und du bringst mich auf den neuesten Stand von deinem Leben. Es ist gar nicht so, weil ich finde es mega schön, wenn Leute an meinem Leben teilnehmen. Allgemein. Ich bin ja auch sehr ein mitteilungsbedürftiger Mensch und tue auch Leute gerne involvieren in mein Leben. Ja. Ich habe den Wohnungsschlüssel bekommen vor 10 Tagen. Am gleichen Tag noch habe ich einen Apero organisiert, weil ich dachte, hey, ist doch cool. Keine Ahnung, also ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob Leute das vielleicht langweilig finden, in eine leere Wohnung zu gehen. Ich habe das mega cool gefunden. Ich habe gedacht, weißt du, was, kommen wir alle heute vorbei, wieso nicht? Und dann, lasst auch die Schuhe an, scheißegal, ist eh noch dreckig. Und der eine hat dann so gesagt, ich finde das mega cool, weißt du, am gleichen Tag schon ein Housewarming schmeißt. Ja. Der eine findet das vielleicht ein bisschen extra oder denkt sich so, ja, chill. Aber nein, ich habe das cool gefunden. Und auch, ich finde zum Beispiel, eine Kollegin ist immer, sie übernimmt die sehr viel Verantwortung. Ist wie so ein bisschen Mami. So. Und dann hat sie natürlich mega viel auch immer zu tun, weil sie sehr viel organisiert und posten geht und kocht und alles. Und dann verstehe ich auch, dass sie nicht so viel Zeit hat für eben einen Kaffee zum Beispiel. Oder halt nicht so regelmäßig. Und dann denke ich mir so, weißt du was? Also, eben, ich will, glaube jetzt anfangen, mehr so mich selber einladen im Sinne von, du sagst, du musst posten. Ich komme einfach mit dir mitposten. Ich komme mit dir mitposten. Oder irgendwie, während du Sachen vorbereitest, ich kann dir ja, wenn du nicht, weil manchmal ist es zum Beispiel so, der Luca hat auch nicht gern, wenn irgendwie ich ihm in der Küche will helfen, weil ich meistens einfach ein Hindernis bin und ihn drin behindere, seine Sachen zu machen. Aber dann lasse ich mich von dem nicht aufhalten, einfach anzuhocken und mit ihm zu reden in der Küche. Also ich glaube, Eigeninitiative. Ja, Eigeninitiative ergreifen und auch so sein, so, hey, Alltagssachen. Man kann sich auch bei diesen Sachen begleiten. Also, nicht. Ja. Ja. So, oder wenn mal jemand etwas muss irgendwie wo abholen, dass man auch selber so sagt, hey, ich muss eine halbe Stunde dort hinfahren und eine halbe Stunde wieder zurückfahren. Oder ist das... Nein, ich sehe den Punkt, aber es zeigt wieder so, man will irgendwie alles miteinander verbinden und effizient sein und seine Zeit, weißt, es ist wieder ein bisschen so... Seine Zeit, ja, aber das... Ich meine das mehr, ich meine das nicht zum, wie kann ich 2 Flüge mit einer Klatsche treffen, sondern ich meine das mehr so, jedes Leben ist busy, wir alle haben 17 Hüte zum Anlegen und Jonglieren, aber vielleicht muss man auch einfach eben so ein bisschen die Messlatte ein bisschen runtersetzen. Und nicht erst dann schreiben, wenn man mit allem anderen fertig ist. Also nicht erst dann sagen, hey, jetzt habe ich Zeit. Jetzt ist alles andere fertig, jetzt habe ich Zeit für dich. Ist auch schön, aber so, dann sieht man sich halt nur ein paar Monate oder ein paar Wochen. Nicht? Ja. Ich habe letztes Mal zum Beispiel das Treffen abgesagt. Sie hat sich nur über den Mittag treffen. Also es ist irgendwie nicht anders gegangen, weil wir beide am Abend viel los hatten. Und sie so, ja, wenn wir uns einfach auf ein Lunchday treffen. Und ich so, hey, nein, die Stunde, wir haben uns jetzt 2 Monate nicht mehr gesehen. Ich finde, das ist mir eine zu oberflächlich. Du kannst wie so, hoi und tschüss. Ja, wir können gar nicht tief reingehen. Oder, also weißt, weil ich weiss, ich muss nachher eine Stunde gehen. Darum, ja, es ist dann auch so gestresst, weil es ist so, shit, wir haben nur noch eine halbe Stunde bei Nein. so viel zu erzählen. Ja. Aber, nein, Hilfe. Dann habe ich das gesagt und sie so, ja, stimmt, wir gehen jetzt mal am Abend, halt 2 Wochen später nochmal. Aber lieber so. Ja. Und was ich jetzt auch noch letztes Mal gerade probiert habe, also dort, wo wir gesagt haben, wir machen die Aufnahme über das, habe ich gerade am Abend eine Kollegin à la Ketchup getroffen. seit vor Weihnachten nicht mehr gesehen. Und nachher ich so, hey, schau, bevor wir jetzt anfangen zu updaten, ich habe vorher noch einen Artikel dazu gelesen zu Ketchup Culture, sie gefragt, was hast du in der letzten Zeit gelernt? Ah je, ja, so mal eine andere Frage.
Also das spielt dann automatisch dann aber in die Updates rein, weil man erlebt ja Sachen und aus denen lernt man. Ja, mega gut. Dann ist es mega... Dann ist es irgendwie so ein bisschen... Nicht so listenmässig geworden, sondern so ein bisschen... mal dort hin, mal nicht so chronologisch erzählen, weißt, sondern so... Ja, wegen dem habe ich das gelernt und das habe ich noch... Also ich finde es krass, wie Fragestellungen einfach das Gespräch verändern. Und verschleiten. Ja. Mega. Ja. Und ich finde eben, du kannst gut Fragen stellen. Aber ich muss mir es auch wieder ein bisschen antrainieren. Also ich weiss auch nicht. Die Kollegin hat auch gesagt, wegen, wenn du jetzt auch vom Reisen zurückkommst, frag doch nicht, wie war die Reise gewesen, sondern eben so, hey, was ist so, wann ist der geilste Tag gewesen? Man muss ein bisschen spezifischer fragen. Ja. Ich bin gerade auf meine Notizen am Schauen und habe so auch aufgeschrieben, ich habe mal ein Reel gesehen, wo so romantisiert hat. Weißt, wir alle haben ja vielleicht so Papierkram, wo noch sich stapelt auf dem Pult. Oder die 3 Telefonate, die wir mal noch machen müssen, aber jeden Tag rausschieben. Und man kann ja auch mal abmachen, zum Live-Admin machen. Also weißt du, so, hey, Sonntagnachmittag kommen alle zu mir und dann jeder macht sein Zeug, das er machen muss. Aber das klingt so traurig. Nein, ich weiß, aber ich meine das jetzt zum Beispiel so, also alle Vorschläge, die ich jetzt bringe, nein, mach. Vorschläge, die ich jetzt bringe, mach jetzt. Dann nicht so nach. Nein, hau jetzt raus. Was ich will sagen, ist eben so, zum Beispiel, ich wäre vielleicht jetzt gestresst oder overwhelmed und mich würde jemand fragen, hey, willst du spontan raus? Und ich denke mir so, nein, ich muss das noch machen und ich muss das bis morgen noch machen und das muss ich auch noch ausfüllen und ich muss eben noch das Dokument einschicken und blablabla. Dann ist es doch irgendwie schön, wenn man sich irgendwie trifft und auch ein bisschen mehr, was ich will sagen, ist wie, manchmal musst du doch auch einfach so ein bisschen mehr zusammen im gleichen Raum koexistieren. Ist ja auch in einer Beziehung so. So, nicht alles, was man macht, muss gerade ein Date sein. So, manchmal ist es einfach schön, wenn die Person, die du gerne hast, im gleichen Raum anwesend ist. Ja. Einfach, dass man zur gleichen Zeit am gleichen Ort anwesend ist. Und dann kann man das mit den Freundschaften vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Weißt, dass man sagt, hey, ich habe mir viel zu tun, ich muss auch Sachen machen, aber komm doch zu mir und du wir das machen. Und wenn wir fertig sind, können wir noch eine Runde laufen oder ein Gläschen trinken. Aber ich glaube, das können jetzt vor allem Studis nachvollziehen oder eben selbstständige Leute. Weißt, sonst... Ich weiss nicht. Also, meinst du nicht, jeder muss Steuern machen? Ja, aber sorry, ich mach nicht mit meinen Kolleginnen. Also nein, ich finde, ich sehe deinen Punkt, aber ich finde trotzdem, das wäre wie in Anführungszeichen der Worst Case und der erste Case wäre schon, dass man wirklich Zeit nimmt, ohne wirklich nur sicher. So. Ich meine, ich weiss, was du meinst. Ich meine nicht, das würde ich jetzt keiner Kollegin vorschlagen, die ich so seit 3 Monaten nicht mehr gesehen habe oder 2 Monate nicht mehr gesehen und dann bin ich so, hey, willst du zu mir Steuern machen? Nein, so schon nicht. Aber so, wenn ich jetzt 3 Friends habe und ich will, dass die ein bisschen mehr teilnehmen an meinem Leben, so on a weekly basis, dann muss man manchmal Sachen ein bisschen kombinieren. Ja, mega. Ich einfach aber ich frage mich, haben die Leute einfach zu viele Friends? Weißt du? Also Leute, wir tun es jetzt für uns einfach. Du hast zu viele Friends vielleicht? Ich merke einfach, viel mehr Platz gerade für andere Leute habe ich nicht. Also wenn ich jetzt noch einen Freund hätte, ui. Du hast keine Zeit für den Freund. Oder wieder, also dann muss wieder etwas anderes mehr dran glauben. Weil aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit für alle und das ist dann sowieso, das wollte ich auch nicht. Bei mir ist einfach, eben wegen so Updates, ich bin einfach ein bisschen im Clinch. Jetzt mit meinem engen Circle, also so meine wirklich engen Leute, ich will, dass ich mit ihnen, dass sie mich verstehen, müssen sie wissen, was bei mir abgeht. Weißt du? Zum Beispiel deine Gruppe, wo du nicht all gerade weißt, wer was passiert ist, dort ist es in Anführungszeichen vielleicht weniger wichtig für dich, weil du nicht mit dieser Erwartung dort hineingehst. Nein, ich weiss nicht. Weißt du, was ich meine? Nein, warte. Versuch mal du für dich zu reden. Weißt du, deinen Punkt, kannst du das weiter ausführen? Dir ist wichtig, dass man dich versteht und für das muss man wissen, was bei dir läuft. Ja, also weißt du, verstehe ich. Aber ist bei mir nicht anders. Ja, aber dann
ich hatte ja das schon mal bei Pflegefall Freundschaft, ist so Memos gegangen, die mich abgefuckt haben. Dass ich eben zum Beispiel ein Date hatte und ich will das eigentlich teilen oder wie es mir geht mit dem oder weiss ich was. Und nachher schicke ich das vielleicht 5 und nachher kommt halt eben dann immer irgendwie eine Woche später oder 2 Tage später Und bei dir etwas ist es dazu. schon ganz anders, ja. Ja, aber ich will ja trotzdem meine Leute updaten. Also weißt du, es ist wie so ein Clinch zwischen, soll ich jetzt... Aber du hättest doch dann auch, zum Beispiel, wo sich Sachen dann geändert haben in dieser Woche und sie dir deine Memo aber noch nicht gelesen haben, hättest du nicht können schreiben. Ja, Nur, dass du aber- es weißt, die Sachen sind schon wieder ganz anders. Ja, dann müsste es wieder 6 schreiben. Mein Hirn, also sorry, das ist... Ja, eben, vielleicht hast du auch einfach zu viele Friends. Ein Luxusproblem, aber ich weiss nicht. Ist das vielleicht sozusagen die Oder Antwort? eben, ich muss lernen, dass nicht jede alles muss wissen. Ja, vielleicht. Aber ich weiss noch, du hast auch mal etwas, ich weiss nicht mehr was, später ein bisschen erfahren. Und dann warst du auch so, was, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und ich so, stimmt. Weißt du? Ja, voll. Es ist so, ja, die hohen Updates, ich weiss auch nicht. Aber vielleicht kannst du dir überlegen, eben, bei wem ist es dir wichtig, dass die Person alles relativ zeitnah weiss. Ja. Ja. Und bei wem findest du es, bei wem ist es okay, deiner Meinung nach, dass sie vielleicht alles ein bisschen, wie sagt man, verspätet mitbekommt. Weil es ist halt Fakt, du kannst nicht, Oder du kannst gar nicht 15, oder gar nicht, du kannst nicht 15 Leute up to date behalten, wöchentlich. Ja. Also, das geht ja wirklich nicht. Ich glaube, ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Hirn rattert gerade so fest, weil Ja, mein ich habe Sachen hure heiß. ich glaube mega viel, also weißt, wir machen uns ja jetzt hure aktiv Gedanken darüber, der Regelmäßigkeit, Ja. wie wir mit wem, wie oft und in welcher Form kommunizieren. Und das passiert ja normalerweise natürlich. Du fühlst etwas und dann suchst auf WhatsApp meinen Namen und dann machst du mir eine Memo. Weißt du, du tust ja nicht gross... Dann Wem bist du sag auch dich unterbrechen. Ja. Wenn ihr jetzt ins Video schaut, Jenny hat Winzig in der Hand, aber es ist von der Kerze ein Zündhölzchen. Du bist so am Reden gewesen. Und ich so, Alter, smoked sie jetzt einen dazu? Bin ich so am Reden gewesen? Ja. Schon? Ja. Ui. Sorry, ja. Sorry, ich glaube im Okay. Fall immer mehr in letzter Zeit, dass ich ADHS habe und ich muss immer etwas in meinen Händen haben. Das ist schlimm im Fall. Willst du etwas Lustiges wissen? Ja. Ich habe mein fucking Abstimmungsgouvert auf Amsti genommen. Wow. Weil ich es vergessen habe. Bevor ich in den Zug eingestiegen bin, im Oh, man. Briefkasten. Und jetzt Und muss ich jetzt? das international Express in die Schweiz schicken lassen. Aber es kommt noch an von der Abstimmung. Schickst Geld schickst Ding am Staatenversandkosten. Oder? Nein. Ja, ich reiche die Aber Spesen das ist mal ein bei der Einsatz, ADHS Opferstelle. Das ist mal Einsatz. Jetzt kannst du gerade deinen Take bringen, Jenny. Ah, stimmt. Danke vielmals für den Reminder. Das ist jetzt ja, also wirklich, mir liegt es mega am Herzen. Wir stimmen ja jetzt am kommenden Sonntag über ganz viele verschiedene wichtige Sachen ab. Aber unter anderem auch über die Halbierungsinitiative von der SRG. Und mir ist mega wichtig zu sagen, dass ihr unbedingt Nein stimmen solltet. Weil es ist einfach mega, mega wichtig, dass das Budget von der SRG nicht so radikal halbiert wird, weil es ist auch wichtig für den unabhängigen Journalismus, für unsere Meinungsbildung, für die Erhaltung der Demokratie in unserem Land, dass es Journalisten gibt, die die Ressourcen haben und die Zeit haben, um unabhängige News für uns zu produzieren. Und wir leben gerade in einer Welt, wo es so viel Radikalisierung gibt, wo so viele Leute sich in ihren eigenen Bubbles bewegen, wo sie noch viel mehr ihre eigene Meinung bestärken. Und ich finde, es ist mega wichtig, ja, dass man zusammen diskutiert und in Dialog tritt, aber auf einer gemeinsamen Basis. Und die Basis ist, das müssen richtige Fakten sein. Also eben, guter Journalismus ist einfach so die Basis für dass man gut miteinander reden kann über Ja, es Probleme. ist die 4. Gewalt. Es ist die 4. Medien. Gewalt, ja, Ja. wirklich. Und die wird, wenn die SRG, wenn das angenommen wird, die Initiative, dann, also
mega viel in der Bubble, mit denen ich jetzt in letzter Zeit geredet habe, die malen wirklich den Teufel an die Wand. Die sagen so, das kommt gar nicht gut. Ich will irgendwie nicht zu fest aus dem Nähkästchen reden, aber es wäre wirklich nicht gut. Und darum ist mir einfach wichtig zu sagen, auch wenn er vielleicht, weißt, es gibt auch immer so die Leute, die sagen, ja, aber ich schaue gar nicht so viele Sachen von SRF. Ja, aber es geht ja gar nicht immer um dich. Du zahlst ja auch, du fährst vielleicht auch nicht Auto und zahlst Steuern von dem Geld dann in den Strassenbau investiert wird. Nicht alles muss sich um die eigenen persönlichen Needs drehen. Also so, das ist halt einfach, den Ding rauszoomen von sich. Ja, den Blick ein bisschen öffnen. Ja. Und wir sind ein kleines Land und es ist mega schwierig. Wir sind so ein kleines Land. Wir haben per se in dem Sinn, also eigentlich macht SRG einen mega krassen Auftrag, weil sie muss in 4 Landessprachen verschiedenste Bedürfnisse abdecken. Also weißt, mach das mal. Das ist ein mega krasser Service, wo ich hoffe, dass die Leute das zu schätzen wissen und auch die Bedeutung davon kennen. Und darum stimme ich Nein bei der SRG-Initiative und wünsche mir ganz fest, dass das ganz viele andere auch machen. Guter Take, Jenny. Mein Take ist, mein Stimmungsgouverneur... Ui, ich habe es sogar da. Naja. Ich tue zuerst mal für Zürich abstimmen, muss mich auch noch informieren, aber ja, ich tue mich auch noch informieren und rühre das noch rein. Und Jenny schickt es schön in die Schweiz. Ich bin gespannt. In die Schweiz? Ja. Ja, you go. Nein, wichtig. Wenn die Folge rauskommt, haben wir noch ein paar Tage Zeit. Im schlimmsten Fall kann man es ja immer noch am Tag vorher bringen. Genau. Oder bei der Gemeinde vorbei. Aber wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ich habe dich vorher leider mich unterbrochen. Flow unterbrochen wegen deiner Ziege. Es tut mir leid. Nein, ich habe keine Ziege, wegen mit Zündhölzern. Ja, okay? Die Leute wissen ja, dass es... Aber ich bin am Reden. Ja. Es tut mir so leid. Was habe ich gesagt? Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Es tut mir so leid. Die Person, die unterbricht, finde ich, muss den Faden Ich weiss, behalten. habe ich nicht. Habe ich nicht erfüllt. Okay, gut. Bis nächstes Dann Mal. können wir jetzt leider Aber auch nicht... nur schnell noch... Hast du dein allgemeine Feeling zu... Oder ja? Ja? Nein, sag schnell. Jetzt unterbreche ich dich nicht auch, sag schnell. Ich habe nur gedacht, dein allgemeine Feeling noch zu dem Thema. Ob es jetzt... Weil rein negativ ist es nicht, weil es ist fast nicht unmöglich. Weißt, also sagen wir so. Mir ist wichtig, dass ich nicht nur Catch-up-Culture-Freundschaften führe. Weil ich möchte, dass Leute und auch meine Friends, auch meine Familie, dass Leute an meinem Leben teilnehmen. Ich möchte sie mitnehmen. Aber ich glaube, für das braucht es auch ein bisschen ein Umdenken. Auf beiden Seiten, im Sinne von eben die Messlatte vielleicht ein bisschen runtersetzen, vielleicht ein bisschen flexibler werden. Dass man nicht erst dann etwas macht, wenn alles andere gemacht ist. Nicht erst dann etwas abmacht, wenn man nichts anderes mehr tun müssen. So die Messlatte. Aber auch, es bedeutet auch, du hast ja letztens eine Story gemacht, von wegen, du hast gemerkt, wie nicht spontan du bist. Ich finde auch da so, ja, vielleicht müssen wir auch einfach alle wieder ein bisschen spontaner sein, ein bisschen flexibler sein. Das ist einfacher das gesagt, schreibe ich auch mir das schreibe ich auch mir auf die Chippe. Mhm. Manchmal denke ich mir auch so, ich glaube, ich lege jetzt Trainerhosen an, dann schreibt mir jemand, gehen wir etwas trinken. Wow, ich habe jetzt mir vorgestellt, wie ich jetzt eine Folge Netflix schaue und denke mir so, nein, komm. Also, weißt, dann denke ich mir so, moll, jetzt raff ich mich noch mal auf und gehe raus. Also das war letztens so, bevor ich auf Amsterdam kam. Und ich habe einen mega super Abend gehabt. Also weißt, ich habe das überhaupt nicht bereut, dass ich gegangen bin. Nie. Und ich glaube, das ist, ja, muss man sich irgendwie einfach daran erinnern, dass es, eben bei Friends, das bereut man ja dann nie, dass man mit denen Zeit verbracht hat, bei guten Friends. Mhm. Ich finde auch, so Traditionen können helfen. Mhm. Also, ich habe jetzt das zwar noch nicht so etabliert, aber so, ich kenne Leute, die vielleicht im Frühling ist fix, man geht ein Wochenende weg. Etwas machen. Oder, okay, Fasnacht ist bei uns, aber das sind wie nicht alles enge Freundinnen, aber das ist wie auch fix bei uns. Ja, in der Grossgruppe geht ab Fasnacht, ja. Genau. Oder jetzt habe ich mit einer Kollegin gesagt, komm, wir machen das Wander Weekend, ist jetzt halt schon im Juli abgemacht. Aber einfach mal ein Blocker. Einfach so ein Blocker. Und dort ist wirklich klar, das ist so Quality Time at its best und nicht nur
Anführungszeichen Ketchup. Ja. Genau, Ferien. Ich finde Ferien Mhm. mega ein Gamechanger für so Sachen. Weil dann, auch wenn es nur 4 Tage sind, aber du verbringst dann Tag und Nacht zusammen und das kann wieder so zusammenschweissen, dass dann erlebst du wieder zusammen, machst wieder neue Erinnerungen zusammen. Du kannst ja dann gleich da und dort dann, oder das ist auch wie so, wenn du sagst, ja, wir gehen jetzt in die Ferien, dann kannst du auch den ersten Tag einfach geniessen und anreisen und du musst ja dann nicht gerade am Anfang schon alles abrattern, alle Updates, sondern über die Tage oder die Wochen von der Ferien, ja, kommt dann ein Thema mal auf und dann wieder das andere und dann kannst du einander wieder ein bisschen erzählen. Voll, und Ich glaube, du hast mega Ferien sind eine schnell... gute Idee. Eben Ferien, oder eben auch schon ein Wochenende, also weißt du, 2 Ja, nur für das Tage. Wochenende. Oder auch... Ja, Freitagabend gehen und Sonntagabend, also Freitag los und Sonntag wieder los. Also Ja. so, manchmal muss man ja auch nicht eben Ferien machen, sondern einfach ein Wochenende nutzen. Und was ich auch glaube, wir haben auch schon darüber geredet bei Pflegevoll Freundschaft, dort haben wir ja so darüber geredet, so wie wir eben kommunizieren mit Freunden. Und einfach, ich finde auch einfach, werden wir wieder ein bisschen kreativer. Also so, zum Beispiel du und ich, wir sind 3 Jahre zusammen an die Uni Zürich gegangen. Wir hätten theoretisch auch mal können sagen, komm, gehen wir doch 2 Stunden früher aus dem Haus und gehen mit dem Schiff an die Uni. Also Ja. auf Rappi und dann nehmen wir das Schiff auf Zürich. Also einfach so, Ja. man kann ja auch im Alltag neue Erinnerungen schaffen, indem dass man gewohnte Sachen einfach mal ein bisschen switcht. Einfach mal ein bisschen einen kleinen Twist reinbringen. Oder ich habe das jetzt wirklich zu einer festen Tradition gemacht. Ich schreibe jetzt immer Postkarten, von wo ich bin. Und ich finde das mega cool. Und die Leute haben mega Freude. Und ich habe auch mega Freude. Ja, das ist sehr toll. Ich habe noch keine bekommen, aber mal schauen. Aber weißt du was? Du hast auch noch keine bekommen, aber ich habe die von Kolumbien, habe ich einfach da. Nein! Ich muss jetzt Kolumbien auf. Ja, ey, aber ich schwöre, die haben im Fall fast nie einen erstmal Postkarte gehabt und Briefmarken. Und ich habe gedacht, ich schicke es dann mal in der Schweiz und jetzt sind 1,5 Monate vorbei. Aber ihr bekommt noch eine. Also, okay, nein, ich könnte es nicht zu viel nehmen. Also du kommst safe eine über, jetzt. Aber Du hast gesagt, ihr. ich habe nicht Also für jetzt alle erwartet alle gekauft. Podcast-Hörer Scheisse. Postkarten. Ja, scheiße. Droppen eure Adresse in die Comments und dann... Nein, Spaß. Oh, nein, ich sehe, also ich finde es schön, die Gedanken mit Weißt du, mal einen kreativer Twist? sein. Oder wie könntest jetzt du... Zum Beispiel die Kollegin, die du gesagt hast, mit der hast du ihr den Lunch abgesagt, weil du gefunden hast, nein. Ja. Überleg mal, was könntest du für einen Twist reinbringen, vielleicht? Mit Du ihrer, weißt auch, also was sie sie wohnt. hat- Du weißt auch, sie was sie hat- wohnt und was sie macht. Sie hat ein neues Hobby. Pilates. Ich könnte mit ihr ins Pilates gehen. Ja, zum Beispiel. Ja. Neue Erinnerung. New Memory Unlocked. Ja, voll. Ja, ich glaube im Fall Leute, also die einen denken sich jetzt so, alte Jenny Flavia, euch ein Hirn will ich nicht haben. Weil ich glaube, die einen, die denken niemals, also good for you manchmal auch, Sicher nicht so weit, ja. aber Oh, oder zum Beispiel, ja. 2 Gedanken noch. Ich habe gerade wieder auf meine Notizen gespickt. Mit der einen Kollegin habe ich ab und zu, jetzt schon länger nicht mehr, aber wir haben einmal gefacetimed, wenn wir beide im Homeoffice waren. Und wir haben dann nicht mehr gearbeitet, weil wir dann nur noch geschnurrt haben, sondern wir haben gefacetimed und ich habe einmal ihr Tippen gehört auf dem Laptop und sie hat mein Tippen gehört. Und wie in einem Büro auch, du hast ja dann manchmal poppt einen Gedanken auf und dann tust du ihn schnell teilen und dann bist du so 2 Minuten drüber am Reden und dann schaffst du wieder ein bisschen. Das finde ich irgendwie auch, habe ich auch noch herzig gefunden. Weil ich also gedacht, ja, wir hocken jetzt beide daheim, aber wir wohnen mega weit weg von. Theoretisch hätte ich auch zu ihr gehen können und ich hätte von ihr daheim aus für mein Homeoffice gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich meine mit so, manchmal muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein, um irgendwie Wege zu finden. Mit der limitierten Zeit, die man hat, trotzdem einander regelmäßig zu sehen. Ich glaube, das ist das. Und als Jugendliche oder so mit 13 weiss ich noch, bin ich so, hast halt irgendwie so immer am Mittwochnachmittag abgemacht oder so und irgendwann hast du dann so angefangen, ja, wir gehen jetzt mal einen Nachmittag auf Rappi. Weißt du, so 50er-Nötchen auf Rappi und dann haben wir mal so geschaut, was der Nachmittag bringt. Irgendwie McDonald's ein Glas geholt und sind an den See gehockt. Was der Tag so bringt.
ohne schon Plan und Abmachung und Reservierung um eine Uhrzeit und dann müssen wir weiter und das ist mein letzter Zug. Ohne das alles. Einfach mal schauen, was der Tag so bringt. Das und ist wie... Ja. will ich bring back, was der Tag so bringt. Also so einfach mal einen Ortag machen und dann mal schauen, wo sie es anzieht, mal schauen. Oder zum Beispiel, was ich auch eine richtig geile Idee gefunden habe, ist, ich glaube, die Yvonne. Isering. Oder irgendwie. Ja, das Würfelspiel. Ah ja, das können wir in Amsti wieder einführen. Ja, das habe ich von ihr gehört, gesehen auf Social Media und dann haben wir das ja auch gemacht, in Paris und in Mallorca. Ich habe dort immer Würfelmühe, weil ich denke so, hey, Das ist ist doch sehr lustig, geil. da kannst du um Sachen würfeln. Mhm. Irgendjemand hat einmal auf Social Media, irgendein Schweizer Creator hat Ja. Gleiswürfeln gemacht. Du tust würfeln und dann das Gleis, das du würfelst, dort gehst du dann dort an die Endstation vorstellen. Das ist irgendwie auch noch lustig. Ja. Halt, du musst halt schon eine Zeit haben für das. Und das GH vielleicht, aber ja. 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 Aber ja. Nein, ich So, sehe es, so kreative Sachen bin ich eben schon zu haben. Ja, und eben mal... Wir machen das jetzt einfach, weißt du, so ein bisschen so. Ja. Wie der Ausgang dort. Ich glaube, es wären safe mehr Leute als beim Abschluss mitgekommen, wenn sie nicht noch denken, ja, morgen habe ich das noch, morgen habe ich das noch. Ich so, Alter, wir haben once in a lifetime. Das müssen wir doch jetzt. Jetzt? Du musst doch jetzt im Jetzt leben. Ja. Ja, mein Gott, mir ist es am nächsten Tag Hundselend. Aber nein, Jenny, mir ist wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so einen Kater. Wirklich? Ja, und Was du hast kennst mich. gemacht? Ich habe also Also- nur Wein getrunken. Nur? Wie? Also ich habe jetzt nicht, weiss ich, geschüttelt oder so. Es war Wein. Du kennst mich. Ich habe so fest Selbstmitleid mit mir. Meine Wege gekocht, ich bin rausgekommen und ich so, Leute, mir geht es nicht gut, darf ich mitessen? Sie so, ja, ich, kalte Lumpen, aufs Sofa gelegt. Oh mein Gott. Ja, nein, aber es hat sich gelohnt. Ja, können wir bitte vielleicht das Bild einblenden an dieser Stelle? Mit Ja. den Lumpen. Du so, wir haben den eben eigentlich gestern aufgenommen. Du so, Jenny, mir geht so hundseelend. Oh mein Gott, ich weiss nicht, wann es mir das letzte Mal so gegangen ist im Fall. Aber ja, ich bin froh, hast du dich erholt. Geht es dir jetzt wieder gut? Ja, mässig, ich habe noch ein bisschen einen flauen Magen im Fall. Ich muss jetzt etwas Richtiges gut. essen. Ja, Aber, mach das. Und ein bisschen zitterig noch. Echt? Ui. Ja, ich glaube, ein bisschen unterzuckert. Ich weiss du hast auch ja richtig nicht. Gas gegeben. Ja, aber es Aber zeigt mal wieder, dass Hast du der nicht mehr am Körper Uli zeigt... rufen? Hä? Hast du nicht am Uli rufen? Wer ist der Uli? Das Oder ist was ein sagst Das habe ich vom Papi, vom Luca gelernt. Er hat ist irgendwie das? immer gesagt, ja, und dann habe ich am Uli rufen. Und ich so, am Uli rufen, wie du? Ja. Und nachher er so, ja, weißt du, am Uli rufen, das sagt man für, wenn man muss kiesen, dann sagt man so, am Uli rufen. Ah. Oh, Ja, ja. Uli. Ja. So, ja. Doch, Ist ich kann schon Herleitung. messen, aber egal. Ja. Hey, es gibt noch zum Abschluss mal wieder, Flavia fragt, Jenny judged. Ja. Und zwar auch ein bisschen mit Freundschaft. Wie findest du, wenn ich jetzt einlade zu einem Fondue und ich sage, aber die Leute müssen Sachen mitbringen zum Essen. Das ist einfach bei mir, aber es muss jeder ein bisschen Zutat mitbringen. Brot, jemand nimmt Brot mit, jemand nimmt das mit, jemand nimmt das mit. Mhm. Ohne Anlass. Es ist kein... Ist es Ich kein habe einfach Geburtstag oder ich so? habe eingeladen. Okay. Ich finde, wenn du Studentin bist, Student oder einfach ja, ein limitiertes Budget hast, finde ich das voll easy. Also so mega nett, dass man deine Bude voll stinken mit dem Fondue. Und alle anderen bringen ein bisschen Brot, Herdöpfel und so. Aber ich finde, wenn man so... Ich habe irgendwie die Ansprüche an mich. Wenn ich dann später mal einen Job habe, dann ist, wenn ich einlade, dann sind die Leute eingeladen. Das ist so für mich die Definition von ich lade euch ein. Ihr seid eingeladen. Weißt du, so, du musst nicht etwas machen oder bringen oder kaufen. Mhm, mhm. Ja, ich finde, so, bin wenn wir mega- jung sind, ist das wie so, ja, logisch, weil nächstes Oder Mal eben ist es dann wieder finanziell. jemand anderem und dann bringe ich auch wieder etwas. So. Finanziell, ja. Aber ja, es Fondue. Also jetzt da einfach kommt das es halt eigentlich Beispiel. drauf an. Ja, Es gibt ja mega teures und mega billiges Fondue, weißt du. ja, aber ich finde es eher dann... Bissig. Ich finde es einfach so, ja, wir könnten nachher immer noch twinten aneinander. Mhm. Jemand im Umfall hat wirklich gesagt, sie müsse das Brot mitbringen. Also ich kann mir mich nicht vorstellen, mit einem Brot Ja, so ja. Brot, Kollege, 3 Stutz. Also nein.
Also, das Ja, kannst du sagen. stimmt. Ich Und weiss auch vor auch allem, nicht. es ist, ja, Fondue ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, es ist ein bisschen ein tricky Beispiel, weil Fondue ist jetzt also wirklich nicht so krass zum Vorbereiten. Kaufst Ja. das Fondue, kaufst das Brot, schneidest das Brot. Ja, Dann. Punkt. Das kann auch einfach eine Person organisieren. Ja. Weißt du was? Habe ich schon gesagt, dass ich überhaupt in meiner neuen Wohnung aufnehme? Nein. Nein. Ja, auf jeden Fall zum Schluss, falls ihr erst jetzt das Video schaut, das ist meine neue weiße Wand. Ja. Nein, doch, ihr seht ja mich jetzt von dem Winkel. Ja. Ich sehe es Ja. nicht. Bald bist du schon bei mir, Flavia. Ja, oh mein Gott. Ja, ich freue mich. Oh, ich freue mich auch. Ich vergiss, dass du eine Wohnung musst einrichten musst. Also ich habe das letzte Mal auf deiner Story gesehen, weißt du, irgendwie habe ich gedacht, so, Was hast du gedacht? ja, wenn man eben nur ein Jahr im Ausland ist und nachher irgendwie das muss einrichten, ich denke gar nicht an das. Ich habe immer das Gefühl, man geht in möblierte Wohnungen. Aber ehrlich gesagt, das habe ich auch mir so vorgestellt. Der Aha. Fakt, dass ich ja jetzt eine Wohnung einrichte, ist so... That was not my plan. Das Okay. ist nicht mein Plan gewesen. Das ist nicht mein Plan gewesen. Ich habe mir immer vorgestellt, ja, ich gehe halt in ein winziges, kleines Studio, weil das ist schon möbliert. Ich zahle nie dafür, aber es ist halt schon möbliert und es ist hoffentlich dann zentral. Oder ich finde eine WG, eine hundefreundliche WG, wo der Luca auch mag. Und okay, damit ist, dass er kommt und bla bla bla. Aber es ist ein WG-Zimmer, das heisst, ich übernehme Möbel. Weißt, so habe ich mir das vorgestellt. Und als ich dann den Schlüssel hatte und in dem leeren Raum da gestanden bin, habe ich so gedacht, das ist nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist fast sogar besser. Weil jetzt, hallo, ich kann eine Wohnung einrichten, hä? Weißt du, das ist so etwas, das habe ich mir vorgestellt, mache ich in 1,5-2 Jahren, wenn ich dann wieder von Amsterdam zurückkomme, dann mal langsam irgendwann einmal von die ausziehen. Das Kapitel erste eigene Wohnung einrichten. Ich habe gemeint, das ist noch so weit in weiter Ferne. Und jetzt ist es einfach gleichzeitig mit dem Auslandsstudium. Mhm. Aber schon eine grosse Nummer für mich. Geht dir nicht durch den Kopf so, boah, in 3/4 Jahr muss ich das alles schon wieder raus tun? Hast du das gar nicht überlegt? Nein, weil etwas, was jetzt die letzten 4-5 Wochen Amsti auch mit mir gemacht hat, ist, ich lebe viel mehr im Moment. Ich weiss manchmal nur, was ich jetzt diese Stunde mache. Und ich weiss noch nicht, was ich in 2 Stunden mache. Gut, heute schon. Ich habe morgen Prüfung. Das heisst, ich lerne. Aber so, man lebt das so von der Hand ins Maul. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Begriff, um zu sagen, dass man knapp bei Kasse ist. Ja, habe ich jetzt auch aber- so, warte schnell. Nein, ich meine so... ja, es ist... Von nein, was ich... von Tag zu Tag. Genau, es ist so von der Hand ins Maul im Sinne von... Ich habe zum Beispiel keinen Topf. Aber wenn ich nachher jetzt Hunger habe, dann muss ich jetzt entweder mir dann in dieser Stadt irgendwo einen Topf kaufen oder ich kaufe mir Takeaway. Es ist, weißt du, alles ist immer improvisiert, ständig. Ich habe gemeint, einen Pflanzentopf. Nein! Einfach so, was ich sagen wollte, ist wie... Die letzten 4-5 Wochen sind so gewesen, jeden Moment, ich habe mich jeden Moment müssen an den Moment anpassen. Und das hat mich viel mehr in den Moment gebracht. So, du musst viel mehr jetzt leben. Ist egal, was morgen ist. Ich muss jetzt schauen, was ich in einer Stunde mache und was ich heute Abend mache und so. Und darum, was ich in einem Jahr mache, das ist für mich noch so weit weg. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich kann die Wohnung jetzt theoretisch 2 Jahre behalten. Ah, aha. Ich weiß noch nicht, was ich in einem Jahr mache. Keine Ahnung. Nice to know. Vielleicht, wie du sagst, packe ich das alles in 3/4 Jahr wieder. Vielleicht lasse ich Ja, es ja. mal 3/4 Jahre stehen. Keine Ahnung. Mhm. Das überlege ich mir dann, wenn Ja, es das sagst du richtig. so weit ist. Das ist super. Das Hey, ist ja. ein Future Jenny-Problem. Ja, also. Oh mein Gott. Das ist jetzt... Willst du noch etwas Ich sagen? Nur, dass mich das Ganze... Ja, ich wollte einen Aufruf machen. Dass ihr, was euch jetzt die Folge auf irgendeinen Gedanken gebracht hat, ihr irgendeinen Input habt zum Thema Ketchup Culture, ihr euch denkt, Jenny, Flavia, chillt, es ist okay, man muss nicht alles so zerdenken oder auch so... Ja, falls irgendwie- Hinterfragen. Ja. Oder auch... Also mich würde es mega wundern, wie viele andere Leute können relaten so zu dem Thema. Weißt du, so Können wir unten so Culture. ein Umfrageding machen. Und wenn ihr irgendwie allgemein sonst Ideen habt, wie man Freundschaften kreativer oder so Ketchups, schreibt es aufleben lassen. doch. Ja. Was man machen kann, mehr einander teilnehmen lassen. Mhm. Vielleicht gibt es ja da noch andere Methoden. Ja, Methoden.
Ach Oh Gott, Gott. sind wir theoretisch. Ja, du bist ja wieder in der wissenschaftlichen Ich habe nur Studie drin. Methoden. Oh, Prüfung. Schlimm. Ja. Das sind wissenschaftliche Methoden, wie man etwas misst. Und ja. weißt, für Leute, die jetzt nicht studiert haben. Ja, Ja, okay. schlimm. Ich verpasse die Leute, wenn ihr das nicht versteht. Ja, also da Also. habe ich auch, also ich bin froh, dass ich es nicht muss, aber du schaffst das. Danke. Ja, Ich gebe das Beste. Kommt schon. Gut. Muss. kommt aber gut. Alles kann, nichts muss, ne? Genau. Du Swingerin, du. Checkt man erst, wenn man ja. If you know, So. you know. Hey, Danke Leute, fürs Leute, Reinhören. Wenn euch das gefallen hat, bitte gebt uns 5 Sterne, schickt es Folgt euren uns. Bessis, folgt uns. Und ja, das ist auch eine Möglichkeit. Einfach das 2., das 4., das 5. Mal den Podcast hören. So in einer Runde im Kreis hocken. ja, zusammen diskutieren. Uns ist auch gesagt worden, es hat mal jemand so gemacht. Und das sagt, okay, nice. Also, Also, probiert es doch mal. Sorry, also. tschüss zusammen. Tschüssi.